zwischen denen, die heute schon in Rente sind und zwischen denen, die Unternehmer sind und Arbeitsplätze schaffen und ihre Gewinne investieren können in neue Arbeitsplätze. Und da haben wir Wort gehalten. Wir haben gesagt, dass wir die Verschuldung nicht weiter erhöhen wollen und schnell zu einem ausgeglichenen Haushalt kommen wollen. Das hilft auch denen, die das noch nicht schaffen. Wir haben das jetzt geschafft. Und das heißt nichts anderes, ein ausgeglichener Haushalt, als dass wir auf der Bundesebene keinen Wechsel mehr auf die Zukunft ausbringen. Ihre Enkel, ihre Kinder werden nicht mit immer noch höheren Schulden belastet. Und zu diesem Punkt muss auch das Land Nordrhein-Westfalen kommen. Denn trotz mehr Steuereinnahmen macht Nordrhein-Westfalen immer noch Schulden. Wir können heute sagen, zum 6. Mal in Folge sind die Reallöhne gestiegen. Das war in den Jahren zwischen 2000 und 2010 fast nie so, meine Damen und Herren. Und auch die, die finden, dass die Lohnerhöhung zu gering ist, müssen sagen, ja, wir haben heute im Durchschnitt für alle wieder Lohnerhöhungen und das ist gut, wir haben eine geringe Inflation und damit steigt die Kaufkraft und damit können sich die einzelnen Menschen mehr leisten und das ist es, worum es doch geht, meine Damen und Herren, wenn wir eine gerechte Gesellschaft sein. Wir haben in der Bundesregierung stark in Innovation und Forschung investiert. Davon profitiert auch Nordrhein-Westfalen, davon profitieren auch die Städte im Ruhrgebiet. Das kann der Bund nicht alles alleine machen, aber wir haben unseren Teil beigetragen. Und nur wenn wir ein innovativer Standort sind, nur wenn wir neue Produkte erfinden, nur wenn wir weltweit vorne mit dabei sind, werden wir auch Arbeitsplätze für die Zukunft haben. Und deshalb möchte ich gerne mit einem Oberbürgermeister Thomas Kufen zusammenarbeiten, meine Damen und Herren. Und nur so werden wir es auch schaffen, dass wir den Älteren, denen die krank sind, denen die schwach sind, denen die behindert sind, die die Unterstützung der Gesellschaft brauchen, auch denen eine verlässliche Zukunft zu geben. Wir sind das Land, das die Ordnung der sozialen Marktwirtschaft hat. Der Markt und die Wirtschaft sind dazu da, den Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Das müssen wir schaffen. Aber wir brauchen Wirtschaft, Arbeitsplätze zu schaffen. Wir brauchen ein faires Steuersystem, um denen zu helfen, die Hilfe brauchen. Aber wir müssen auch sagen, jeder muss seinen Beitrag leisten, so gut wie er kann, um diese Gesellschaft stark zu machen. Und viele, viele tun das glücklicherweise. Und dafür wird Thomas Kufen auch in Essen werben. Der 4. September ist heute, der 13. September ist Sonntag in einer Woche. Und an diesem Tag sind Sie alle gefragt. Nun ist das ja immer so, wer heute hier war, der braucht ja meistens nicht mehr bekehrt zu werden, dass er zur Wahl geht. Aber manch einer vielleicht doch noch. Aber noch wichtiger ist, dass Sie die Sie heute Abend treffen, die Sie morgen treffen, die Sie Sonntag treffen und in den nächsten Tagen, Ihre Kollegen, Ihre Nachbarn, Ihre Freunde, die Leute, die Sie auf dem Fußballplatz treffen oder wo sonst, dass Sie denen sagen, Leute, es geht um unsere Stadt. Thomas Kufen hat gesagt, diese Stadt gehört keiner Partei. Nicht der CDU, nicht der SPD. Es geht einzig und allein um die Entscheidung, bei welcher Persönlichkeit glauben Sie. Die hat genug Elan, die hat genug Kraft, die hat genug Ideen, die hat genug Leidenschaft, um dieser Stadt zu dienen. Und Sie alle wissen, wie die Aufstellung der Oberbürgermeisterkandidaten verlief in dieser Stadt. Da würde ich mal sagen, Thomas Kufen hatte keine Schwierigkeiten. Die CDU wollte ihn einstimmig und das war gut so. Bis zu dem
Unternehmen haben. Alle sind gefragt. Alle wollen sich einbringen. Aber sie können sich nur einbringen, wenn eine Stadt mit Überblick, mit klarem Kompass, mit gutem Kurs und ein Stück Mut für die Zukunft regiert wird. Und das traue ich Thomas Kufen zu und ich bitte Sie, werben Sie auch dafür, unterstützen Sie und überzeugen Sie die, die noch nicht überzeugt sind. Alles Gute.